enger neuer Episode Film läuft den M. Night Shyamalan Huderem zougeschloen, wofir run sein Mädchen mat The Watchers am Kino war, ass Henlom am Film Trap am Kino. Ja, an kann de Shyamalan der Lummer diesem Film endlich Momenke iwwerzegen, dann erzählen sich lo an dieser Episode. So, wat soll ich jetzt so ein Trap als so eng Sache wie ich hatte eigentlich ein bisschen Bock auf den Film. Eigentlich hatte ich schon los gedacht, komm, los mal auf Shyamalan Film an, los einfach mal auf dich wirken. Als Shyamalan gerade wirklich so mal Boden kommen, wie sie Stadtleben die ganze Zeit so ungefehlt wird oder sind sie Filme aber irgendwo erhaltsam. So bei Trap geht es auf jeden Fall darum, so, dass wie soll ich das so, hat geht relativ sehr thematisch so abgelesen. Das ist ein Konzert von einer großer Popmusikerin an der Stadt an Obemol als Stadion umzingelt von Polizisten, SWAT-Teams, quasi Militär unter an es stellt sich raus, dass wir ob dem Konzert eine Serienmörder ist. Dem mat dem Konzert do eng Fall soll gestalt gin, weil de wollt ze Stadt mat singem Mädchen ukucke goen an lost froh erwekend de Mann do raus. Dann ist die ganz Prämisse von dem Film, wo dat ganz ugefangen hun gedacht, aber ein cool Prämiss, einfach so aufhängen, dass man die Serienmörder irgendwie direkt als den sympathischen Familienmensch kennenlernen an darum geht, wie ein Kind aus dieser Situation. Also der großen Twist zum Schluss ist nicht do, das ein Twist zum Schluss do, und es kommen mehr kleine Twists, die Folgendes bei mir verursacht haben, und zwar immer mehr krass anrollen. Der Film fängt eigentlich mal eine gute Prämisse an kippt das von Sekunde zu Sekunde immer mehr. Der Film kann den auch Suspense of Disbelief the Movie nennen, weil Hannah frot Gottes Willen nicht, was da passiert. Der begleitet die Serienmörder durch das ganze Szenario, wie er probiert, aus der Situation zu entkommen. Und Situationen gehen immer mehr dumm. Also hier rennt auf jeden Fall schon mal an dem Stadion rundherum. Filmi opfällig geht es nicht. Also der erlebt wie Polizisten erzählen ein bisschen, um was es geht. Also den gibt den großen Twist wesentlich nicht. Also alles, wenn ich lo verroden, versaut der Film lo nicht mehr wie ihn schon versaut ist. So mal so. Also der erlebt wie dann Polizisten immer so random Männer rausziehen, weil sie ein bisschen ein Bild am Kopf haben, wie er soll ausgesehen. Auch nur hinein, wenn so auch nicht Sinn gibt. Also der Film geht von 4 bis an gut Sinn. Und sie picken die Männer dann so raus, weil die sind dann immer mit ihren Mädchen oder so oder mit ihren Kanada für den Konzert zu gucken. Und hier rennt dafür die ganze Zeit sein Mädchen, also im Konzert, und hier rennt dafür die ganze Zeit so allein rundherum und mischt shady Sachen. Und hier ist aber den einzigen, den nie angehalten wird. Lo kennt ihr so, ja, okay, aber den lädt sich halt so schlau un, dass er nicht auffällt. Und das ist so auffällig, dass er schon unauffällig ist. Nee, das mal das ist wirklich, Szene sind so dumm, und ich schon scheint so gefroht, wie geht das da? Wie kann das sein? Das ist den dümmsten Serienmörder, den es jemals gab. Ich schon noch nie im mehr dumme Serienmörder gesehen wie der Toten. Auf jeden Fall kein, der mehr dumm geschrieben war. Und ich schon noch kein mehr dumm Polizisten auf Filme gesehen. Weil das mit denen lasst, das sind absolut Profi. Da steht das SWAT-Team, da steht normal Polizisten, da steht FBI. Die checken gut nicht. Und es geht so dumm, es geht so unendlich dumm, ich kann das kaum mal wieder fassen. Und dann wird ein Stilmittel abgebrüht, wo ich auch mich gefragt habe, wieso mischt denn das dann? Ab einem Moment sie so Dialoge gehen immer so gefilmt, wie ich mich filme. Ne? Das heißt, der guckt einen Dialog von einem Film und die Leute schwätzen permanent so an die Kamera und geht dann immer Gegenschnitt, wie die Leute immer an die Kamera schwätzen. Also, super verwirrend Stilmittel, erinnert mich ein bisschen an Spieler wie bei Starfield oder also wie Bethesda die Sache möchte, bei Skyrim oder bei Starfield, wie die Leute einfach wieder an die Kamera schwätzen, wo schon bei den Spielern so, was ist das dafür ein Luscharterweise für Dialoge zu feiern. An dem setzt er nur seine Filme an? Boah, egal, weird Stilmittel, was man nicht gefallen hat. Und ich kann nicht groß über Schauspieler lästern, weil Schauspieler so
schlecht geschrieben sind, dass ich nicht beurteilen kann, ob sie lo gut spielen, weil halt Hauptrolle den Moment ich muss gucken Josh Hartnett den Cooper spielt, also der Serienmörder spielt. Ich kaufe dem dazu keiner Sekunde auf. Zu keiner Sekunde. Sie probieren heute den Zwiespalt zwischen dem Monster an dem Familienpap durchzustellen. Das funktioniert nicht. Gut nicht. Gut nicht. Ich kaufe dem keine Rolle auf. Zu keiner Sekunde. Und ich kann mich daran nicht mehr wiederholen. Die sind so viele Situationen, wohin einfach sich schleicht oder so raus, ich komme nicht. Das einfach ein Domin nicht sie vertreffen. Ich weiß nicht, ich kann nicht, so kleine Szenen. Ich ging mal so, guck dir schon weil es so bescheuert ist. Ich hatte einerseits so Bedürfnis, einfach rauszugehen, weil ich gedacht, wie dumm das. Und trotzdem hat auf der anderen Seite gefehlt, bleib mal da sitzen, mal gucken, wie dumm es noch geht. Und das bündelt sich auf einen Schluss hin, wo ich just gedacht habe, nee, los, das nicht mehr. Macht das, wann ich klift nicht, los es einfach oben angehen, dann los es gut sehen. Nee, es geht noch mehr dumm zum Schluss. Da kriegst du so einen kleinen After-Credit-Scene, die nach einem sinnbildlichen Stoff hier aus wie dumm das ist. Ich spoilere ein kurz die After-Credit-Scene, weil er lehrt einen Tipp auf dem Konzert kennen, den ihm quasi hilft, obwohl der Tipp nicht weiß, wen hin ist. Also den Ugestaltenden auf dem Konzert, dem mischt Sachen, die er nicht dürft machen, weil sie so gebrieft die sind, aber er vertraut ihm, weil er so sympath ist. Ne? Und er hat Not gesagt dann am Fernsehen, dass er eine Serie mehr da ist. So, das tun ich da witzig fand, weil sie filmen hier wie der Vorteil sitzt und einfach nicht mehr schockiert das. Und du hat ihn da kennt schneiden. Aber nee, das geht dann noch weiter, weil hin das ganze Szenario nach ein also hin erklärt nach ein Kehr, oh mein Gott, das ist jo hin und ist schon ihm geholfen, was tun ich nicht mehr gemacht. Und nicht das so sinnbildlich Stoff hier, was da passiert. Das ist den Exposition Talk. Hat ihn du hat ihn zum Beispiel einfach den Cut machen, also okay, filmt Reaktion und Leute werden das schon verstehen. Mene, ich denke de Scheier mal an, traut singen, Zuschauer, ke Funken Intelligenz zo. Weil es schreibt, hört das geschrieben, also der Film ist geschrieben, ich gucke gerade, ja, hier wird doch geschrieben. Hat das geschrieben, wirklich wie ich mal vorstelle, wie ein 10-jähriger eine Krimi schreibt. So ist das ganz geschrieben. Und so viel Intelligenz trauten singen Zuschauer zo, weil er sich wahrscheinlich denkt, ja, so genau guckt das kein. Du musst nicht mit der Lupe gucken, für zu checken, dass das von 4 bis hin kein Sinn ergibt. So. Vielleicht hat der Film auch schüss gemacht, für seine Mädchen nach eine schauspielerische Rolle durchzustellen. Kann auch sehen. Und ist auf jeden Fall mit dem guten Gefühl aus dem Kinogang für zu sagen, sein Mädchen möchte aber besser filmen wie hin. Ferner. Das muss ihn so gehen. So. Ich weiß auch nicht, was das dort so nach so wie, wow, das war schon richtig schlecht. Das war schon massivst schlecht. Also das Jahr waren also nass weit oben auf der List, also so mit Madame Web an Trap, die gehen sich Tante. Das so nicht. Aber ich ging bald so, guck dir den an, weil das ist schon bald Comedy Gold, was da passiert. Aber nicht gewollt. Absolut nicht gewollt. So, lo machen wir die Butti auch so, also wenn der den Film gesehen hat, dann erzählt man gerne, was dir davon erhält. Und ja, und an dem Sinn ging so weiter doch schon. Und da wünsche ich noch ganz viel Spaß mit Maxine, aber nicht mit Trap. So, ciao.